Osten Gewitter. Zilli, warum sagst du denn nix? Sprech nicht mit jedem. Was habe ich dir denn getan? Du nix. Ein Döskopf von Mann. Was denn? Eigentlich auch nix. Der hat doch noch nie was getan. Ach, ist das langweilig. Tag für Tag muss ich herumsitzen, bis all mein Talent vergammelt ist. Und er geht ins Büro und hat nichts zwischen den Ohren, was vergammeln könnte. Wenn ich gar nichts im Kopf hätte, dann hätte ich immer noch mehr als er. Mit seiner Fabrik ist er nicht gerade auf Erfolgskurs, hä? Erfolgskurs? Konkurs. Er hat die Seifenfabrik geerbt und dann ging das ganz langsam den Berg runter. Aber du kennst ja Rudi. Er hat da ordentlich Schwung reingebracht. Und nun geht das richtig kopfüber. Nee, Jenny. Lass die Klamotten mal da, wo sie sind. Wir wissen allmählich, dass ich schlampig bin. Ja, mein Dirn. Aber heute sieht das noch ein bisschen schlimmer aus als sonst. Jeden Tag geht er in sein Büro, sitzt auf seinem Stuhl, dreht seinen dösigen Daumen und wartet, dass es Mittag wird. Ich kann nicht begreifen, dass ein Mann, der so wenig tut und so viel isst, so müde und so hungrig werden kann. Tja, die Männer sind ja wohl alle so. Meiner ist nicht anders. Auf jeden Fall muss das alles anders werden. Weißt du, was wir machen? Tauschen. Was? Wir tauschen. Er bleibt zu Hause und ich gehe ins Büro. Nee, Jenny, ich meine das ernst. Rudi und ich haben uns im Büro kennengelernt. Und du kannst mir glauben, ich war eine prima Sekretärin. Und er war schon damals zu nichts zu gebrauchen. Links nicht im Büro. Sag mal, soll das heißen, er ist einverstanden mit der Tauscherei? Noch nicht. Aber warte ab, bis ich ihm das erzählt habe. Oh nee, mein Dirn, da wirst du ihn nie von überzeugen. Ach was, ich habe ihn noch nie von was überzeugen können. Das ist wohl. Aber ich kriege das immer hin, dass er tut, was ich will. Das kannst du mir glauben. Der wilde Jägersmann kommt heim in seine Höhle. Das hört sich nach Rudi an. Na. Nee, Jenny, bleib und hör dir an, was er ruft, wenn er gleich in die Tür kommt. Liebling, ich bin da. Ach, ist das langweilig. Sag mal, wie willst du das hinkriegen? Mit der Tauscherei? Och, das gibt Mittel und Wege. Dass er so ein schlechter Geschäftsmann ist, das wird mir ja gar nichts ausmachen. Wenn er nicht so verächtlich über mich als Hausfrau sprechen würde. Er sagt immer bloß, ich bin schlampig. Na, wie kommt er denn auf sowas? Jenny, schlampig bin ich doch bloß, weil ich frustriert bin. Ah. Was hätte ich für eine Karriere machen können? Aber der Traum war aus, als ich ihn geheiratet habe. Wir Frauen könnten uns eine ganze Menge Ärger sparen, wenn wir bloß gelernt hätten, ab und an mal Nein zu sagen. Siehst du? Und nun sag ich Nein. Nein zum Kochen und Backen. Nein zum Schruppen und Scheuern. Und nein zu noch ganz was anderem. Wenigstens das haut ihn aus dem Pantin. Wollen wir wetten? Da, nun geht das gleich los. Liebling, ich bin da. Hallo, Rudi. Da siehst du es wieder. Kein Verlass auf die Kerle. Tschüss miteinander. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Kannst du mir mal sagen, was das soll? Das gibt's doch nicht. Guck dir das hier nur mal an. Erst schuftet man sich den ganzen Tag im Büro ab und dann sowas. Also wie du hier den Müll ablädst, das ist ja fast ein Fall für Greenpeace. Oh Mann, bin ich müde. Natürlich bist du müde, mein Schatz. Das ist auch alles viel zu viel für dich. Du hast bestimmt einen schweren Tag hinter dir gehabt. Soll ich dir ein bisschen den Nacken massieren, mein Stackel? Zilli, ich glaube, du bringst da was durcheinander. Ich bin das, Rudi, dein Mann. Och, du siehst müde aus, mein Schmutzkater. Okay, und was willst du?
Mir ist langweilig. Und um die Wahrheit zu sagen, das ist noch viel schlimmer. Mir ist langweilig, langweilig, langweilig. Also diesen ewigen Spruch von der Langeweile, den finde ich auch langweilig, langweilig, langweilig. Dann sind wir uns ja einig. Mir geht das auch nicht besser. Dann geht's dir aber schlecht. Der ganze Kram hängt mir genauso zum Halse raus wie dir. Ich habe heute mit meinem Steuerberater zu Mittag gegessen. Na, deswegen's fein was zu beißen gehabt. Ja, meine Fingernägel. Er hat mir erklärt, dass ich pleite bin. Pleite? Bankrott. Niemand will Rudolf Jonsens Seife kaufen. Weil du sie nicht verkaufen kannst. Dein Großvater hat gewusst, wie man Seife verkauft. Und dein Vater hat's auch gewusst. Ja, sprich dich mal ruhig aus. Ich bin also ein Dummkopf, der nichts, aber auch gar nichts kann. Genau das habe ich gemeint. Den ganzen Weg nach Hause habe ich mir eingeredet, Rudi, nun sei mal nicht traurig und verlier bloß nicht deinen Kopf. Deine kleine Frau sitzt zu Hause und wartet auf dich. Und zu Hause ist das gemütlich und warm. Sag mal, was ist eigentlich aus dem großen Auftrag geworden, den du letzte Woche kriegen solltest? Nichts. Warum ist da nichts draus geworden? Weil er mir den Auftrag nicht gegeben hat. Wer hat ihn dir nicht gegeben? Hannes Bruckner, du kennst ihn. So ein großer Kerl, sieht nach nichts aus und riecht nach Kabul. Warum hat er dir den Auftrag nicht gegeben? Weil er mehr von Kabul hält. Nun lass doch endlich die Fragerei. Das Einzige, das ich will, das ist ein bisschen Ruhe und Frieden. Und was zu essen, nehme ich an. Auch wenn du eine Kleinigkeit hättest, würde ich nicht Nein sagen. Ich hab Frikadellen. Schon wieder? Frikadellen sind immer lecker. Ich esse gerne Frikadellen, aber nicht 14 Tage hintereinander. 4 Tage. 4 Tage. Freitag hatten wir Fischstäbchen. Bist du am Ende mit meinem Essen nicht zufrieden? Genau. Um die Wahrheit zu sagen, das ist kein bisschen besser als meine Seife. Und das riecht auch so. Du Schuft! Silly, das ist ein Geschenk von deiner Mutter. Silly, das hat meine Mutter uns geschenkt. Lass das los. Ganz wie du meinst, Rudi. Du bist das kaputt. Ich hab die noch nie leiden können. Und dich kann ich auch nicht mehr leiden. Ich kann alles hier im Haus kurz und klein hauen. Silly, stell das Dings wieder hin. Vorsichtig, so ist gut. Ich glaube, du drehst durch. Das will ich hoffen. Wenn ich durchdrehen würde, dann könnten sie mich abholen und einsperren. Dann hätte ich wenigstens ein Zimmer für mich allein und irgendein anderer wäre fürs Essen machen zuständig. Das wäre nicht verkehrt. Da ist was dran. Ich bin eben Döskopf. Ein Versager. So wie ich, mein Dean. Sag mal, Silly, riecht das hier nicht ein bisschen angebrannt? Aber nein, Silly! Na, was ist? Die Kartoffeln sind explodiert und die Buletten sehen aus wie Meteoriten. Soll ich denn ein paar Rühreier in die Pfanne hauen? Also werde nicht albern, Silly, solche Delikatesse hast du noch nie hingekriegt. Ohne Geld kann niemand was Vernünftiges auf den Tisch bringen. Mein Schatz, wir fangen ganz klein an. Aber das dauert bloß ein paar Jahre, dann sind wir ganz oben angelangt. Das Einzige, was von deinen Versprechungen wahr geworden ist, ist, dass wir ganz klein und ganz unten angefangen haben. Aber ich habe nicht gedacht, dass es von ganz unten noch so viel weiter runtergehen kann. Seit Karin aus dem Hause ist das vorbei mit unserer Gemütlichkeit. Das eine Jahr, das sie auf dieser Hotelfachschule zugebracht hat, das war das einzige Jahr, wo es bei uns ein bisschen kultiviert und gemütlich zugegangen ist. Gemütlich. Karin hat das getan, was ich hätte tun sollen. Sie ist abgehauen, hat sich einen schönen Job in der Schweiz besorgt. Und nun kriegt sie mehr Geld für 40 Stunden, als ich hier für 100 Stunden Sklavenarbeit. Guck dir Omas Blumenvase an. Aber denk an meine Worte. Eines Tages heiratet sie doch. Sie war verheiratet, 40 Jahre. Nicht Oma, Karin. Ich möchte gern mal wissen, was sie im Augenblick macht. Sie lässt sich das gut gehen. Wie es die jungen Leute heutzutage tun. Du hast recht, Silly. Ich habe dir viel versprochen und das meiste nicht halten können. Ich habe auch nicht alles gehalten, was ich versprochen habe. Bin die schlechteste Hausfrau von der ganzen Welt. Nee, das bin ich. Das ist das erste Mal, dass du diese Woche nicht gegen anredest, wenn ich was sage. Ist dir eigentlich klar, dass wir jeden Augenblick Oma und Opa werden könnten? Und bis jetzt haben wir noch nichts zustande gebracht. Aber wir haben doch noch Zeit.
Wir sind doch noch nicht alt. Ich sehe aus wie 100. Ja, aber das bist du nicht. Das heißt, ich wollte nicht sagen, dass du alt aussiehst. Ich meine, dass du jünger aussiehst als deine Freundin Jenny. Ich bin ja auch 2 Monate jünger. Wirklich? Aber wir haben doch auch schöne Erinnerungen. Die ersten Jahre, Karins Kinderzeit mit Masern, Scharlach, Windpocken. Karin ist fast 18. Gerade als sie anfing, eine Frau zu werden, mit der ich ein vernünftiges Wort reden konnte, haut sie ab in die Schweiz. Du hast recht, Silly. Wir haben wirklich nichts Besonderes auf die Beine gestellt. Tut mir leid. Aber das erste Jahr haben wir noch schön viel Spaß miteinander gehabt. Ja, 1 Jahr von 20. Es fing alles damit an, dass wir zusammen in deinem Büro gearbeitet haben. Ja, das ist komisch, wie sowas anfängt. Der Sohn vom Chef und die kleine Stenotypistin. Sekretärin. Ach, was warst du niedlich damals. Das heißt, niedlich bist du immer noch. Ich weiß auch, dass ich zu dir gesagt habe, du bist das schönste Mädchen der ganzen Welt. Und ich wollte das so weit bringen. Und hast du mich geheiratet und ich konnte meine Karriere vergessen. Du, ich habe dich gefragt, ob du mich heiraten willst. Ich habe nichts damit zu tun, dass du Ja gesagt hast. Jedenfalls konnte ich von der Zeit an keine Karriere mehr machen. Aber du konntest das, weil du kein Kind gekriegt hast. Wenn es nach dir gegangen wäre, dann wäre ich weltberühmt geworden mit meiner Seife. Ich bin nun mal kein guter Geschäftsmann. Ich bin keine gute Hausfrau. Wir haben eben alles ganz falsch angefangen. Wie meinst du das? Ja, ich sollte das tun, was du machst. Und umgekehrt. Ja. Du gehst ins Büro und ich bleibe zu Hause. Also hast ja nicht mehr alle. Gut, wenn du das nicht kannst, reden wir nicht mehr. Ja, aber wie kommst du darauf, dass ich das nicht kann? Weil man da Talent zu. Ja, aber das mache ich mit links. Nee, das kannst du nicht. Ja, aber sicher kann ich das. Mir wird immer Angst und Bange, wenn ich sehe, wie du dich mit dem bisschen Kram anstellst. Mach sein, Rudi. Vielleicht hast du recht. Ich muss ja zugeben, vom Essen kochen verstehst du wirklich mehr als ich. Vielleicht ist deine Idee mit der Tauscherei gar nicht so schlecht. Meine Idee? Ja, das hast du eben gesagt. Warum bin ich da eigentlich nicht selbst drauf gekommen? Also, sag mal, soll das heißen, du willst meine Büroarbeit erledigen, während ich hier bleibe und die Hausarbeit mache? Ja, ist die beste Idee, die du je gehabt hast. Aber ich habe die Idee nicht gehabt. Ich habe über deinen Schnack gelacht. Aber egal, du bist eine Sekretärin und kein Manager. Du würdest mein Geschäft auf Grund steuern. Und wohin hast du das gesteuert? Wenn das so ist, was haben wir denn noch viel zu verlieren? Ach, Zilli, die Sorge um das Geschäft, die machen dich fertig. Das werden wir ja denn zusammen. Ach, du bist verrückt. Ja, lass uns das doch zumindest versuchen. Ich als Hausfrau. Weißt du noch, als wir die Jensens eingeladen Jensens? haben? Ja, die Jensens. Du hast Coq au vin gemacht. Weißt du noch? Die waren hin und weg. So gut haben sie lange nicht mehr gegessen. Naja, zumindest haben sie das gesagt. Sag mal, besinnst du dich noch auf den traurigen Vogel, den du vom Markt mitgebracht hast? Methusalem war ein Jüngling dagegen. Aber du hast ihn hingekriegt. Das war eine Delikatesse. Ich hab ihm das beigebogen, dem alten Gockel. Na, ehrlich, Rudi, ich bewundere dich. Du kannst aus Shit Rosinen machen. Bei mir schmeckt selbst Lachs wie Thunfisch aus der Dose. Naja, man hat das oder man hat das nicht. Also abgemacht. Wir tauschen. Zilli, ich weiß nicht. Rudi, ich verspreche dir, ich verkaufe in den ersten 2 Monaten mehr als du im letzten halben Jahr. Das langt nicht. Wieso? Ich habe gar nichts verkauft. Das einzig große Geschäft, das ich in diesem Jahr abgeschlossen habe, das war mit so einem Flunky, der pleite war, bevor ich seinen Scheck zur Bank bringen konnte. Wenn das so ist, dann haben wir ja nichts mehr zu verlieren, bloß noch zu gewinnen. Also, alles oder nichts. Aber das eine sage ich dir, keine Kinder mehr. Als Vater hatte ich das schon schwer genug. Nun will ich auf meine alten Tage nicht auch noch Mutter werden. ...66, 466. 66, 4,
66. Ja, guten Tag, Herr Jonsen. Ja, ich möchte gerne etwas Kalbfleisch bestellen. Kalb! Moment bitte. Ja, hier steht, schneiden Sie Kalbfleisch von Schulter der Brust in Würfel. Wie bitte? Ah ja, Sie haben völlig recht, von Schulter oder Brust. Wie viel? Ja, hier steht 3 Pfund für 6 Personen. Wir sind aber nur 2. Moment bitte. Ja, stimmt das auch wirklich? Na, das ging aber schnell. Ja, es soll Dings da werden, Kalbsfrikassee. Machen Sie auch Durchschläge? Ja, Durchschläge. Hier steht Durchschlag zum Passieren der Soße. Sieb! Sieb! Naja, das hätten die ja auch gleich. Verkaufen Sie auch Siebe? Ach nein, nur Fleisch. Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht. Nein, meine Frau ist nicht krank. Ich hole es nachher raus. Wiederhören. Ein Viertel-Liter klare Brühe, schwarzer Pfeffer, Karotten, eine spanische Zwiebel, Petersilie, Thymian, Lorbeerblatt, Sellerie, Porree, Gewürznelken, 2 Eigelb, 12 Perlzwiebeln, 12 Champignons, Sahne, Muskat. Ich glaube, die Küche ist viel zu klein für den ganzen Kram. Knochen und Fett werden entfernt. Die Soße wird passiert. Passiert. Mein Gott, was für ein Umstand. 66, 4, 66. 66, 4, 66. Ja, guten Tag, hier nochmal Jonsen. Haben Sie auch Carbonaden? Ja, dann nehme ich 2. Nein, das mit dem Kalbfleisch lassen wir heute lieber. Ich weiß nicht, wo ich den Durchschlag abgeheftet habe. Ich hole es nachher raus. Wiederhören. Ja, guten Tag. Ich möchte gerne Frau Jonsen sprechen. Wie bitte? Ist beschäftigt? Ja, aber erzählen Sie mir doch nichts. In diesem Laden ist doch seit Jahren kein Mensch mehr richtig beschäftigt. Nein, 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 ich bin nicht Ihr Mann, sie ist meine Frau. Ja, wer sind Sie eigentlich? Harry von was? Von Bargen? Also, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ach, ich verstehe. Sie sind der Nachfolger von Fräulein Wilhelmi. War mit ihr nicht zufrieden? Na, das überrascht mich aber. Ich fand sie in jeder Beziehung in Ordnung. Gut, wenn meine Frau trotz ihrer fieberhaften Tätigkeit einen Moment Zeit für mich hat, dann sagen Sie ihr bitte, sie möchte Kartoffeln und Kaffee mitbringen. Beides ist alle. Hä? Sie möchte mich sprechen. Ah ja. Cäcilie! Wer zum Teufel ist der Kerl da in deinem Büro? Das interessiert mich gar nicht, dass du eine Besprechung hast. Ich darf doch wohl noch mal in meinem eigenen Büro anrufen. Ach, nichts Besonderes. Nö, ich wollte nur ein bisschen mit dir klönen. Ach, so ist das. Tut mir leid, dass ich dich gestört habe. Tschüss denn. Wie kommt sie dazu und schmeißt meine Sekretärin raus? Ja, hier Jonsen. Ach, du bist das? Ja, du rufst genau im verkehrten Augenblick an. Mhm. Ich habe gleich eine wichtige Besprechung mit meinem Schlachter. Ach, darum geht das. Du willst heute Abend Überstunden machen. Na, so kann man das auch nennen. Cäcilie. Nun pass mal gut auf, du. Cäcilie! Natürlich hatte ich manchmal auch bis spät in die Nacht zu tun. Das macht mich ja gerade so sauer.
Also was fällt Ihnen denn ein? Na, also das geht ja wohl zu weit. Ja. Aber ich dachte doch, wer sind Sie denn? Das wollte ich Sie gerade fragen. Wer zum Teufel sind Sie? Nachtigall. Robert Nachtigall. Robert Nachtigall? Ja, von der Firma Hygienia. Haus- und Gebäudereinigung. Traditionell hygienisch gründlich, stets gern zu Ihren Diensten. Ich glaube, ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich bin hier im verkehrten Haus gelandet. Ja, das scheint mir auch so. Ja, ich mache nämlich den persönlichen Service für unsere Firma. Das habe ich gemerkt. Darf ich fragen, ob diese Küsserei zu Ihrem persönlichen Service dazugehört? Entschuldigen Sie bitte, ne? Aber ich habe Sie nämlich für eine Frau gehalten. Was? Ach so, ja. Ich glaube, ich verstehe Sie. Sie helfen also den Hausfrauen beim Putzen, ja? Sie kommen, wenn die Männer nicht zu Hause sind und vertreiben den Frauen die Langeweile. Scheint ja Spaß zu machen. Ja, ich glaube, das ist besser, ich gehe nur rüber nach 24. Ja, wohin? Haus Nummer 24. Ja, aber das hier ist 24. Na Mensch, guck mal. Bin ich ja doch nicht im verkehrten Haus. Oh. Ja, wissen Sie, ich war nämlich 6 Monate auf Reisen. In Wirklichkeit bin ich ja Schauspieler vom Beruf. Ja, diesen Job hier mache ich nur so nebenbei, wenn ich nichts zu tun habe, wenn ich kein Engagement habe. Ich war gerade auf große Deutschland-Tournee. Wie schön für die Frauen in ganz Deutschland, Herr Lerche. Es war die Nachtigall und nicht die Lerche. Meine Frau scheint Sie ja sehr entbehrt zu haben, Herr Lerche. Ach was, nee, nicht doch Ihre Frau. Nee, das Au-pair-Mädchen aus Frankreich. Ach, Marianne? Also die fand ich ganz niedlich. Ja, ich auch. Darum musste sie ja auch gehen. Ach, das tut mir aber leid. Tja, wir brauchen Ihre Hilfe nun nicht mehr. Das bisschen Hausarbeit, das mache ich allein. Naja. Ach, ich wollte, ich könnte mir das auch mal leisten. Mich einfach so zur Ruhe setzen. Ja, nein, ich habe mich nicht zur Ruhe gesetzt. Ich habe mit meiner Frau die Arbeit getauscht. Was haben Sie? Nun wollen Sie mich aber auf den Arm nehmen. Nee, das will ich nicht. Sie müssen wissen, ich war kein guter Geschäftsmann. Und meine Frau war keine gute Hausfrau. Und da hat sie sich ausgedacht, das heißt, da haben wir beide uns das ausgedachte, mögen Sie einen Schluck trinken? Ja, gern. Ja, dann nehmen Sie doch Platz. Danke. Einen guten Tropfen. Habe ich selbst gemacht. Ist noch ein Rezept von meiner Großmutter. Probieren Sie mal. Sieht ja gut aus. Ja. Wohlsein. Ist aus Brennnessel, schmeckt gut, ne? Ja, nicht zu glauben. Ich darf leider nichts anderes trinken als Cognac. Ihr Job ist gar nicht so schlecht, aber sicher ist da das eine oder andere Risiko bei. Ach, gehen Sie bloß los. Meine Frau, die will ja, dass ich mich nach einem anderen Job umgucke. Ja. Ich bringe ihr nicht genug Geld nach Hause. Genauso ging mir das. Prost. Wohlsein. Ich konnte das ewige Quengeln nicht mehr hören. Da habe ich gesagt, gut, nun gehst du und machst meine Arbeit. Wir wollen doch mal sehen, was da von Schlamassel bei rauskommt. Ah, und? Wie kommt Ihre Frau damit klar? Naja, das ist die 2. Woche. Sie hat Anfängerglück. Gleich in den ersten paar Tagen bekam sie so einen großen Auftrag. Und das von einem Kerl, der mich immer behandelte wie den letzten Dreck. So was. Ja, und Sie? Wie kommen Sie denn so mit der Hausarbeit zurecht? Na, großartig. Der einzige Nachteil ist, man ist zu viel allein. Wirklich, ich bin froh, dass Sie reingekommen sind. Trinken Sie mal noch einen Schluck. Danke, danke. Einen können Sie noch vertragen. Da habe ich mehr als genug von im Keller stehen. Wer weiß schon, dass man aus Brennnesseln so einen wunderbaren Wein machen kann. Niemand. Ich kann auch noch einen kleinen vertragen. Oder mögen Sie lieber einen Cognac? Nee, danke. Der Wein ist großartig. Ja, hoch die Tassen. Wohlsein.
Und wie haben Sie sich das nur... Wie haben Sie sich das nur so gedacht mit der Tauscherei? Ich meine, soll das nur immer so weitergehen? Ach, das wird nicht lange dauern. Ich bin doch Plitsch. Wir stehen kurz vor dem Bankrott. Und wenn das passiert, dann hätte ich sowieso nichts mehr zu lachen. Bei sowas, da wird auch die netteste Frau zum Biest. Da könnte ich mir gleich einen Strick nehmen. Aber nun muss sie ganz schön ruhig sein. Ach, Sie meinen, dann hat Ihre Frau bankrott gemacht und nicht Sie? Genau. Ja, und was machen Sie hinterher? Keine Ahnung. Ich suche mir eine Stellung, egal was. Zumindest muss ich mir nicht vorwerfen lassen, dass ich auf meine alten Tage noch pleite gegangen bin. Ja, aber wenn Ihre Frau das Geschäft nur wieder in Gang bringt und wenn sie dann nur Erfolg hat... Oh, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Aber nee, das kann gar nicht angehen. Dann stehen Sie aber ganz schön dösig da. Wo so? Dann hat Ihre Frau das Sagen. Denn bestimmt Ihre Frau, wie viel Haushaltsgeld Sie kriegen. Aber das ist doch lachhaft. Das lasse ich mir doch gar nicht gefallen. Sie haben die Rollen getauscht. Nur hat Ihre Frau den Zaster. Ach was, Sie kennen meine Frau doch nicht. Zilli, das ist eine ganz, ganz süße Dirn. Eben haben Sie aber noch gesagt, auch die süßeste Dirn kann zum Biest werden. Oh, so langsam machen Sie mir wirklich Angst. Aber nee, das passiert nicht. Warten Sie mal ab. In ein paar Monaten sind wir bankrott. Nee, hier ist alles in Ordnung. Sie sitzen ganz schön in der Tinte. Egal, was passiert. Ich verstehe, was Sie meinen. Wenn sie das wirklich schafft, dann muss ich als Hausmann auch mein Bestes geben. Sonst stehe ich da wie ein Dummkopf. Spitze muss ich sein. Sie können mir glauben, das ist gar nicht so einfach, wie das aussieht. Das ist anders als in Ihrem Job. Sie brauchen nur ein bisschen Wirschen und Bürsten. Können Sie kochen? Kochen nicht mal eine Wurst. Sehen Sie? Können Sie Kalbsfrikassee machen? Nee. Große Kalbswürfel aus der Brustschulter? Spanische Brühe? 12 Kilo Perlzwiebeln? Das können Sie. Na klar. Ist ja doll, hätte ich nicht gedacht. Ich könnte mich auf der Stelle als Küchenchef anstellen lassen. Ja, kann ich mir vorstellen. Naja, für mich wäre das ja nichts. Ja, warum nicht? Naja, ich meine, ist ja doch so ein bisschen... So ein bisschen was. Naja, ich meine, ein bisschen weibisch sieht das ja aus, ne? Also, sich weibisch aus? Was, nee, Sie doch nicht, nee. Haben Sie gar keine Angst, dass Ihre Freunde Sie auslachen? Also ein bisschen Angst habe ich schon. Auf der anderen Seite, wenn Sie wirklich 1 Million zusammenbringen, meine Freunde sind alle knapp bei Kasse, glauben Sie, die lachen noch, wenn mich ein Chauffeur zum Einkaufen kutschiert? Ja, so kann man das natürlich auch sehen, ne? Na, ich muss nur... Komisch war das aber doch. Also Sie mit der kleinen Schnauze. Ja, Nicht totlachen. gucken Sie mal wieder rein. Der kleine Klönschlag hat mir gut getan. Man fühlt sich sehr allein, wenn niemand da ist und man bloß mit dem Schlachter reden kann. Ja, das kann ich mir vorstellen. Tschüss, der ne? Tschüss denn. Vielen Dank für den brennenden Nesselwein. Ja. Tschüss. Grüßen Sie Zilli. Ja, das mache ich. Ach, das ist ein netter Mensch. Grüßen Sie Zilli. Grüßen Sie Zilli? Wo habe ich denn meinen Kalender? Da muss ich mal nachgucken. Nun haben wir August und Marianne, die ging... Moment, die ging... Richtig. November. Grüßen Sie Zilli. Grüßen Sie Zilli. Liebling, ich bin da. Na, das ist ja eine Überraschung. Erst sagst du, das wird spät und nun bist du schon da. Du siehst wunderschön aus. Dreh dich noch mal um. Wunderschön. Du sag mal, was meinst du mit kurz mal reingucken? Bruckner hat uns zum Essen eingeladen. Das konnte ich nicht absagen. Tut mir leid. Aber nein, das ist doch gut. Warum solltest du das denn absagen? Freut mich, dass du nichts dagegen hast. Aber nein, seit Jahr und Tag sind wir nicht mehr zusammen ausgegangen. Soll ich den gestreiften oder den blauen Anzug anziehen? Rudi, du hast es nicht ganz richtig mitgekriegt. Doch. Wir gehen essen und ich freue mich. Nee, du nicht. Wir gehen essen und ich nicht. Ich habe mich falsch ausgedrückt. Bruckner hat mich eingeladen und dennoch gesagt, ich soll den neuen Sekretär mitbringen. Diesen Harry. Ja, Harry von Bad. Ja, genau den meine ich.
Oh komm, nun guck mich nicht so belämmert an. Aber das ist doch wohl nicht dein Ernst. Du gehst aus und machst den schönen Abend und dein Dussel vom Mann, der sitzt zu Hause und dreht die Daumen. Aber Rudi, das ist doch bloß eine Geschäftsbesprechung. Na wunderbar. Mach sein, er gibt mir einen großen Auftrag. Das ist doch wichtig. Und unsere Ehe, ist die wichtig? Aber sicher. Du bist nie zu Hause. Weißt du, wie lange das her ist, dass du mit mir ausgegangen bist? Ich meine, dass wir zusammen ausgegangen sind? Eine Ewigkeit. Aber Rudi, ich mache deine Arbeit seit 10 Tagen. Und vergiss nicht, wir können uns das gar nicht leisten, diesen Bruckner einzuladen. Der hat mich das letzte Mal fast ruiniert. Lachs, Fasan, Cognac, Zigarren. Erzähl mir nicht, dass er bezahlt. Klar, wir sind seine Gäste. Das ist ja schön. Mich hat dieser Schiedkerl die ganzen Jahre ausgenommen und ihr werdet eingeladen. Bist du sicher, dass er nur die Seife im Kopf hat? Aber Rudi, du bist ja eifersüchtig. Ach, Blödsinn. Na, ist auch egal. Harry ist ja auch noch da. Seit 10 Tagen sitze ich hier und guck die 4 Wände an, als ob Aschenputtel. Ich habe 20 Jahre nichts anderes gesehen. Was ich dir noch sagen wollte, da hat ein Freund nach dir gefragt. Robert Piepvogel. Ich soll schön grüßen. Wer? Ach so, die Nachtigall. Ist er nicht mehr auf Tournee? Nein, der Gockel ist wieder zurückgekommen in seinen Hühnerhof. Als er weg war, habe ich bei seiner Reinigungsfirma angerufen, dass wir niemand mehr brauchen. Die sind viel zu teuer. So, nun muss ich aber los. Viel Spaß. Oh komm, nun sei nicht böse. Das bin ich aber. Ich explodiere. Als du zum Essen ausgegangen bist, war ich auch nicht mit eingeladen. Wo ist da der Unterschied? Der größte Unterschied ist der, dass ich bezahlt habe. Ich muss mich eben noch zurechtmachen. Augenblick noch! Wer ist denn der Kerl da im Porsche? Was? Wer der Kerl da im Porsche ist? Harry! Der Wagen kostet fast 90.000 Mark. Er hat von Haus aus Geld. Die Stellung bei uns hat er bloß angenommen, um etwas Erfahrung zu sammeln. Was denn für Erfahrung? Oh, die sei nicht albern. Der sieht nicht aus, als wenn er Erfahrung braucht. Der hat sich genug Wind um die Nase wehen lassen. Es hat geklingelt. Ich warte auf niemanden. Oh, Rudi. Sei nett zu ihm. Ich war auch immer nett zu deinen Sekretärin. Ja, Fräulein Wilhelmi, rausgeschmissen hast du sie. Die war auch zu nichts zu gebrauchen. Das sagst du. Harry, das ist mein Mann. Rudi, Harry van Bagen. Schönen guten Tag, Herr Jonsen. Tag. Schönes Auto haben Sie. Freut mich, dass es Ihnen gefällt. Was für einen Wagen fahren Sie denn? Darüber lass uns mal lieber nicht sprechen. Unser Auto brauche ich fürs Geschäft. Mein Wagen hat 2 Räder und steht draußen an der Wand. Sie sind Cillys Sekretär. Ja. Bitte. Verstehen Sie etwas von Seife? Ich meine nicht bloß, dass Sie wissen, dass man sich damit waschen kann. Sicher. Ich bin 10 Jahre in der Seifenfabrik meines Onkels gewesen. Weishaupt. Weishaupt? Ach, das ist Ihr Onkel? Große Firma. Und warum sind Sie da weggegangen? Na, ich wollte auf eigenen Füßen stehen. Das ist nämlich so. Ich habe 500.000 Mark auf der hohen Kante und die wollte ich gern anlegen. Ich habe da an so eine kleine Firma gedacht, die sich schon einen guten Namen gemacht hat. Na, Zilli und ich haben das schon alles besprochen. Soll das heißen, Sie wollen sich bei uns einkaufen? Ich denke, das kann für Sie und für mich von Vorteil sein. Aber Sie wollen doch nicht sagen... Ihre Firma braucht Kapital. Anders kommt sie nicht wieder auf die Beine. Naja, Geld kann man immer gebrauchen. 500.000 Mark. Das mag für beide nicht schlecht sein. Zilli hält da was von. Ja, ich auch. Aber solche Partnerschaft muss ich mir genau überlegen. Nun, wo alles wieder so gut anläuft. Letztes Jahr hat Ihre Bilanz nicht so gut ausgesehen. Ha! Sie haben unsere Bücher gesehen. Naja, steigende Kosten, neue Maschinen. Neue Maschinen? Die Schreibmaschine von meiner Sekretärin. 500.000 Mark. Naja, das letzte Jahr war unsere Bilanz schlecht. Aber man muss sich auch nicht immer das schlechte Jahr rauspicken. Ich habe mir die Bücher von den letzten 10 Jahren angeguckt. Da war nicht ein gutes Jahr bei. 1966, das war sehr gut. Ja, so weit bin ich nicht zurückgegangen. Das war ein Jahr. Wir hatten Gewinn. Das hat doch nichts Rede nicht dazwischen. Versprechen Sie sich nicht zu viel, aber wir können uns ja mal zusammensetzen. Wie wäre das mit morgen? Oh, Rudi, mein Schatz. Naja, ich habe mir ein paar Tage Urlaub genommen, um über alles nachzudenken.
Aber ich glaube, das wird eine höchste Zeit, dass ich wieder anfange. Wieder anfangen? Das Steuer fest in die Hand nehmen. Ja, aber ich dachte... Was? Dass Ihre Frau den Betrieb führt. Harry, sei so gut und warte draußen im Auto auf mich. Ehe wir fahren, muss ich noch mit meinem Mann sprechen. Wiedersehen, Herr Johnsen. Ja, Wiedersehen. Ich höre von Ihnen. Und wenn nicht, dann rufe ich Sie an. Rudi, wie soll ich dir das bloß erklären? Harry will sich in unseren Betrieb einkaufen als Kompagnon. Ja, ich weiß. Und wenn du nicht dazwischen gesabbelt hättest... Aber er will das bloß unter einer Bedingung. Also wenn ihr einer Bedingung stellt, dann bin ich das. Hm? Ich werde mich gerne mit seiner Offerte befassen. Und wenn sie mir gefällt... Die Bedingung ist, dass du nie wieder ins Büro zurückkommst. Nie mehr. Ja, aber ich kann doch meinen Betrieb nicht führen, wenn ich nicht in mein Büro gehen darf. Nein, das kannst du nicht. Das ist die Bedingung. Seit ich den Betrieb führe, läuft alles viel besser und Harry meint, das soll so bleiben. Ja, aber der hat sie ja wohl nicht mehr alle. Er sagt, wir sind fast pleite. Um die Wahrheit zu sagen, er gibt dir die Schuld. Er meint, ich bin das große Los und du die Niete. So ein unverschämter Kerl! Rudi. Herr von Dahlen, sind Sie doch mal so freundlich und kommen Sie doch noch mal rein. Rudi, reiß dich zusammen. Pass auf, du. Wenn ich mit denen fertig bin, dann kannst du Hühner mit ihnen füttern. Rudi, Montag hat mich der Filialleiter von der Bank zu sich bestellt. Er gibt uns keinen Kredit mehr. Unsere Schulden auf dem Konto sollen wir auf der Stelle bezahlen. Dienstag kam eine Vorladung vom Konkursgericht. Mittwoch hat unser Hauptlieferant zum 4. Mal eine Rechnung geschickt. Er gibt uns auch keinen Kredit mehr. Die Steuern vom letzten Jahr sind wir noch schuldig und die AOK hat angerufen, warum die Abgaben noch nicht abgerechnet sind. Sie haben mich gerufen, Herr Johnsen. Ich? Ach ja, ich wollte bloß sagen, ich werde Ihre Offerte mit meiner Frau besprechen. Oh, das freut mich wirklich, Herr Johnsen. Ja, denn viel Vergnügen heute Abend. Bis nachher, mein Schatz. Viel Vergnügen. Können wir, Harry? Sicher. Tschüss, mein Schatz. Tschüss, Herr Johnsen. Ja, ja. Tschüss. Nun guckt ihr diesen jungen Spund an. Das kommt dabei raus, wenn die Eltern zu nachsichtig sind. Der hat keine Ahnung, was das heißt, aus eigener Kraft nach oben zu kommen. So wie ich. Da kann man stolz drauf sein. Der ist glatt wie so ein Aal im Dunkeln. Sie haben mich gerufen, Herr Johnsen, und es freut mich, Herr Johnsen. Ich habe mich abgeschuftet in diesem Büro. Und nun, rausgeschmissen haben Sie mich. Und wer? Meine eigene Frau und so ein Schnösel, der noch nicht mal trocken hinter den Ohren ist. Ich sollte sie ihm lang ziehen. Mit so viel Geld im Rücken. Da hat sie bestimmt Erfolg. Nun gehen wir nicht bankrott. Furchtbar. Nun muss ich zu Hause bleiben, bis ich alt und tatterig bin. Nachher spreche ich nur noch mit mir selbst. Da bin ich reif für die Klapsmühle. Hallo, Rudi. Ich bin das. Jenny, was ist? Nix. Ich fühle mich nur so ein bisschen allein. Ich auch. Mein Mann ist ausgegangen. Meine auch. Er hat seine Sekretärin mitgenommen und ich hocke allein zu Hause. Seit Jahren sind wir nicht mehr zusammen ausgewiesen. Wir auch nicht. Ich bin so allein. Ich auch. Ich habe kein Glück mit den Karten. Glück und Schied wohnt Sied an Sied. Das ist nicht wahr, Jenny, dass du kein Glück hast. Ich habe nur mehr Gefühl in den Fingerspitzen. Danke für das Blatt. Na, dann brauchst du dein Gefühl in den Fingerspitzen ja nicht mehr, Rudi. Doch, das braucht er. Fürs Kartenmischen. Sag mal, soll das heißen, ich betrüge? Na, kann doch angehen. Wenn das dein Ernst ist, würde ich dich vor die Tür bitten. Ja, das ist mein Ernst. Gut, dann gehst du vor die Tür. Und ich bleibe bei Jenny. So, Kreuz zu Tisch. Wollt ihr schenken?
Meinetwegen. Das sind 2 Groschen, die du mir schuldig bist. 2 Groschen! Ein bisschen fix! Hier. Mensch, du warst allmählich alt, du. Die beiden ältesten Jungs und 3 Asse, so ein Oma-Blatt. Ich muss rüber. Wenn das Essen nicht Punkt 7 auf dem Tisch steht, dann zieht Karl ein Gesicht. Ja, hier Jonsen, wer ist da bitte? Dann zieht er heute nicht bloß ein Gesicht, dann dreht er durch. Die Uhr ist schon 7. Ja, sie ist hier. Wir spielen gerade Karten. Ja, ich bin am Gewinnen. Ich hatte 2 Buben, Kreuzflöte. Wie? 7 Uhr? Wirklich? Aber wie die Zeit vergeht. Ist er sauer? Du, das ist schwer zu sagen. Das meiste verstehe ich gar nicht. Seine Stimme schnappt immer über. Wir spielen die Runde zu Ende. Er ist sowieso schon viel zu dick. Kann das Spiel nur weitergehen? Nun bin ich an der Reihe mit den guten Karten. Das ist doch klar, du hast auch ausgeteilt. Also was ist nun? Spielen wir oder telefonieren wir? Ja, hier Jonsen. Du hast gut ausgeteilt. Ja, ich weiß, es ist 7 Uhr. Ich bin auch hungrig. Ich pass. 18. Ich pass auf. Ja, ich weiß, es ist 7 Uhr. Sie sind hungrig. Ja, und was zum Teufel sie sich dabei denkt. Ich werde es ausrichten. Herz kommt raus. Herz ist Trumpf. Wer kommt raus? Ich. Und du kriegst einen mit. Oh. So, und nun runter mit der Büchs. Oh. Oh Mann. Moment, guck mal her. Und wo wieder? Sag mal, hast du denn keinen Pik? Das musst du doch wissen. Du hast ausgeteilt. Ach, der Nachmittag gefällt mir. Zillig hat sich nie was aus Kartenspielen gemacht. Ich weiß gar nicht warum. Also egal, was ich spiele, du hast immer ein besseres Blatt. Macht Spaß, ne? Ja. Mensch, du musst doch auch Luschen haben. Willst du sehen? Ja, will ich. Ohne 2 Spiel 3 Kontra verloren. Das macht 6 Groschen. Für jeden. Ja. Ach, du bist ein schlechter Skatspieler. Du solltest nicht mal mehr ein Mau-Mau halten. Ich glaube, ich mache mir auch besser auf die Socken. Und du bindst dir wohl besser deine Schürze um. Gleich kommt Zilli nach Hause und dann ist sie hungrig wie so ein Bär. Fang nicht an, mich zu veräppeln, du. So. Tschüss. Hat Spaß gemacht heute. Ja, das kann ich mir vorstellen. Die nächste Woche Dienstag, dieselbe Zeit. Ja, ja. Ich komm. Tschüss, Jenny. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. Du, Rudi. Wie kommt Tilly denn nur so klar mit dem Betrieb? Na, großartig. Uns hätte gar nichts Besseres einfallen können als die Tauscherei. Naja. Jenny ist ein süßer Dern, ne? Ja, das finde ich auch. Sag mal, weiß Tilly eigentlich, dass Jenny hier immer reinguckt, wenn sie sich allein fühlt? Na klar weiß sie das. Macht Tilly immer noch so viel Überstunden? Ab und zu. Du, Rudi. Ich weiß gar nicht, wie ich dir das sagen soll. Ich halte nichts von Schluderei. Nee, du. Ich auch nicht. Sag mal, was wäre denn geschludert? Für Jenny und mich? Was können Sie denn schludern über Jenny und dich? Ja, nichts natürlich. Nee, weißt du, das geht doch um so einen Kerl, der heißt Bruckner. Die sagen alle, der ist so ordentlich scharf auf deine Zilli. Ach, keine Angst. Auf Celies Verlass. Du, ich warn dich, dieser Bruckner hat das faustdick in den Ohren. Ja, sie hat viele Aufträge von ihm bekommen. Ach, hast du auch viele Aufträge von ihm gekriegt? Na klar. Er war einer meiner besten Kunden. Na ja, wenn das so ist. Und was ist mit diesem Harry van Baden?
Mensch, ich meine mal Überstunden kloppen und dann zusammen in die 3 Eichen gehen. Sag mal, kommt dir das nicht spanisch vor? Nee, du, da kann ich nichts drin sehen. Silly kommt. Ja, ist sie. Na ja, nix für ungut, Rudi, ne? Bis Dienstag denn. Dieselbe Zeit. Na klar, was das du denn? Liebling, ich bin da. Ach, bin ich müde. Na, mein Schiedbüdel, hattest du viel zu tun heute? Das kann ich dir sagen, da war vielleicht was los. Zuletzt wusste ich gar nicht mehr, wo vorne und hinten war. Was gibt es denn Schönes zu essen? Mein Magen hängt schon auf 7:30. Wollen wir nicht essen gehen? Sag mal, was hältst du von den 3 Eichen? Da waren wir heute schon. Wer's wir? Harry und ich. War dieser Bruckner auch dabei? Ja, der kam auch noch dazu. Aha, ihr 3 also. Ja, mein Schatz. Gut, dann lass uns essen gehen. Egal, wie viel das kostet. Wir wollen feiern. Was denn feiern? Ich habe heute von Hannes einen großen Auftrag gekriegt. Über 20.000 Mark. Du kannst mir gratulieren. Donnerwetter. Ich glaube, ich habe wirklich Talent zu diesem Job. Ja, das scheint mir auch so. Und dieser Bruckner glaubt das wohl auch. Sag mal, was hast du, was ich nicht habe? Unsere Seife ist immer dieselbe geblieben. Bei mir wollte er sie nicht kaufen. Warum kauft er sie bei dir? Ich habe unsere Werbung umgekrempelt. Aus grüner Seife ist Bioseife geworden, umweltfreundlich. Und dann glaube ich, ihm gefällt das, wie ich an die Sache rangehe. Seine Frau ist wohl mehr eine graue Maus. Also eine Mischehe. Hm? Naja, er hat ja mehr von der Ratte, nach allem, was man hört. Wie meinst du das? Sidi, ich gebe ja nichts auf Schulerei, ne? Aber ich glaube, du solltest mal ein bisschen aufpassen. Was willst du damit sagen? Die Leute reden. Ihr hockt ja immer zusammen. Wer Die redet? Leute, die Die Leute. Leute. Robert sagt. Robert, ach der. Ja, der. Der ist doch bloß eifersüchtig. Auf dich? Der war doch immer hinter mir her. Klar ist der eifersüchtig. Wenn hier eine eifersüchtig ist, dann bin ich das. Ich denk, du gibst nichts auf Schluderei. Ich wollte sagen, wenn einer das Recht hätte, eifersüchtig zu sein, dann wäre ich das. Aber ich lach da nur über. Robert sagt, für Harry van Bargen würde er seine Hand auch nicht ins Feuer legen. Ach, auf den bist du auch eifersüchtig. Das habe ich nicht gesagt. Aber du bist das. Warum hast du auch keine Frau als Sekretärin? Hatte ich doch auch. Ja, das hattest du. Immer wieder eine andere. Hauptsache, sie hatte tüchtig Holz vor der Tür. Du bist ordinär. Ach komm, wir wollen nicht streiten. Das wollen wir doch. Muss das denn sein? Bist du denn so unglücklich? Ach, das ist manchmal so langweilig. Aber der Skatdach gefällt dir doch. Ja. Und Jenny guckt auch immer rein. Ja. Gut, mach dich ein bisschen hübsch. Ich bestell eben einen Tisch. Gar nicht so schlecht, mal wieder ein richtig schönes Cordon Bleu zu essen. Also, aber ist dir mein Essen nicht mehr gut genug? Aber sicher. Ich habe keine Hilfe. Vergiss das nicht. Ich muss alles allein machen. Und das mit dem wenig Haushaltsgeld. Du kriegst akkurat so viel Geld, wie ich von dir bekommen habe. Seit der Zeit ist alles teurer geworden. Und seitdem ich koche, essen wir besser. Wir geben jetzt schon zu viel Geld aus. Du kannst nicht einkaufen. Du gehst ins Geschäft, hast bloß Augen für die Verkäuferin, sagst, ich will dies und das andere auch noch. Guck auf den Preis und nicht auf die Mädchen, dann kommst du auch mit deinem Geld lang. Also ich habe nur Augen für die Verkäuferin? Erzähl mir doch nichts, das war doch immer so. Ja, warum sagst du das denn so grob? Bist du eifersüchtig? Wenn ich das sein wollte, dann brauche ich nicht so weit zu laufen. Was meinst du damit? Oh, nichts. Mir fällt bloß auf, dass Jenny sich ganz gut damit abgefunden hat, dass du nun zu Hause bist und nicht mehr ich. Ach, das ist doch dummes Zeug. Wer sagt denn sowas? Mir geht's genauso wie dir, Rudi. Ich gebe auch nichts auf Schludereien. So, und lass uns endlich sehen, dass wir loskommen. Guten Abend. Ich hätte gern einen Tisch für 2 Personen für heute Abend. Oh, für Jonsam. Nein, nicht für 3 Personen, für 2 Personen. In Ordnung. 7:45, vielen Dank. Das Lokal ist voll, aber wir kriegen trotzdem Platz. Ja, warum? Weil Sie mich kennen. Wir sind jeden anderen Tag da, Hannes, Harry und ich. Hannes, Harry und ich in den 3 Eichen. Robert, Jenny und ich haben Kaffee und Kuchen in der Küche. Als du noch in die Firma gegangen bist und ich war zu Hause, haben wir nicht so viel miteinander gestritten. Egal, du kannst es aussuchen. Entweder mehr Haushaltsgeld oder Trockenbrot. Nein, ich meine das ernst. Ja, ich weiß. Tut mir leid. Komm, nun streiten wir schon wieder. So kann es doch nicht weitergehen. Ja, das finde ich auch. Ich buckel mich hier den ganzen Tag ab für dich, dass du das gemütlich und schön hast, wenn du abends nach Hause kommst. Und was ist der Dank? Nix als Gnatzen und Gnägeln. Und ich bin fertig mit Jack und Büchs und was krieg ich? Was ist?
Das ist genau das, was ich immer gesagt habe. Und du führst dich nicht anders auf als ich früher. Ich weiß. Komm. Eigentlich bist du doch ganz gern zu Hause. Sicher. Seit Karin aus dem Haus ist, hast du noch nie mehr so zufrieden ausgesehen. Aber du musst sagen, dass ich meine Arbeit auch gut mache. Das tust du. Aber ich meine auch. Natürlich. Eigentlich haben wir es doch schön hingekriegt. Eins, wozu ich keine Lust habe, macht dir Spaß. Ja, das finde ich auch. Du, was ich dir noch sagen wollte, wir haben uns in der Volkshochschule eingeschrieben. Wir machen dann Malkurse und lernen auch Töpfern. Wer ist wir? Jenny und ich. Aber du brauchst keine Angst zu haben. Robert kommt auch mit. Ich pass schon auf. Also, wir machen so weiter. Einverstanden. Ach, Rudi, ich fühle mich so viel wohler als früher. Sag mal, ist ja schon mal aufgefallen. So glücklich wie jetzt waren wir schon lange nicht mehr. Stimmt. Mua. Hallo. Karin! Ja, Karin, meine Süße. Warum hast du nicht gesagt, dass du kommst? Ach, ich habe das nicht gewagt. Nicht gewagt? Heute Morgen war ich noch in Zürich und nun bin ich schon hier. Ist das nicht toll? Ja, du sag mal, was heißt nicht gewagt? Ja, ich wollte eigentlich zu Tante Marga gehen. Was, nicht hierher? Aber hier ist doch dein Zuhause. Ja, Papa, das Taxi steht nach draußen. Hilfst du mir mal eben? Ja, das mache ich. Komm. Schön, wieder hier zu sein. Ich denke, Vati bringt die Koffer rein. Er bezahlt das Taxi. Was hast du da? Babys! Was? Tja, Zwillinge. Ach, ist das schön, wieder hier zu sein. Nichts hat sich verändert. Das scheint mir nicht so. Hier hat sich allerhand verändert. Wem gehören die? Mir. Karin, solltest du uns nicht was erzählen? Erzählen? Ja, über dein Gepäck. Ja, sollte ich wohl. Ich habe bloß nicht gewusst, wie ich euch das beibringen soll. Ihr habt doch immer gesagt, ihr möchtet Überraschungen. Ja, eine Überraschung nach der anderen. Nicht mal zur Hochzeit hast du uns eingeladen. Wir haben das ja nicht mal gewusst. Wo ist dein Mann? Ach, Mama, Denn was hast du gemacht? Ich will dir sagen, was sie gemacht hat. Sie hat sich da mit so einem Casanova eingelassen und der hat ihr nicht ein, nein, der hat ihr gleich 2 Kinder angedreht. Rudi, sei still. Deine Enkelkinder brauchen das nicht zu hören. Ich gehe einkaufen. Ich brauche noch ein paar Gläser für die Lütten. Guckst du mal ab und zu nach deinen Enkelkindern? Papa, wann hältst du endlich mal auf mit Muffeln? Gläser, bei uns geht das noch die Brust. Wir wollen sie doch nicht verhungern lassen, oder? Karin, ich kann und kann das nicht begreifen. Knapp ein Jahr ist das her, dass du nach Zürich gegangen bist. Ein süßes Mädchen, die das erste Mal allein reiste. Und nun? Tja. Und nun reisen wir zu dritt. Wie konnte das nur passieren? Das Beste wird sein, du fragst Mama. Vielleicht erklärt sie dir das nochmal. Sehr lustig. Und dass du dich von einem Ausländer so in Bedrulle bringen lässt, das findest du ja wohl auch noch zum Totlachen. Ich bin auch nicht in der Bredouille. Und Heiner ist kein Ausländer, er ist aus Kiel. Das ist auch nicht gerade eine Empfehlung. Dann soll er doch die Strampelbüchsen plätten. Ich habe mich immer auf meinen Skattag gefreut. Du hast alles kaputt gemacht. Konnte ich das denn ahnen? Ich habe doch nichts gewusst von eurer Geschlechtsumwandlung.
Wir wären da besser dran gewesen, wenn du mit deinem Galan-Geschlechtsumwandlung gespielt hättest. Denn wäre sein Vater nun in der Klemme? Heiner ist nicht mein Galan. Karin, ich komme mit deiner modernen Einstellung nicht mit. Ich weiß nicht, was an Heiraten schlecht sein soll. Ich doch auch nicht. Da sind wir altmodisch drin, Heiner und ich. Wir wollen heiraten und für immer und ewig zusammenbleiben. So, warum zum Teufel habt ihr noch nicht geheiratet? Ja, das tun wir, sobald Heiner geschieden ist. Also, sag mal, soll das heißen, er ist verheiratet? Hatte ich das noch nicht erzählt? Ja, also mir nicht. Mama habe ich's gesagt. Du solltest dir da erstmal keine Sorgen drum machen. Keine Sorgen machen um solche kleinen Dinger da. Ich bin richtig froh, dass du es so aufgenommen hast. Heiners Frau hat ihn betrogen. Und darum will er sich scheiden lassen. Dann habe ich das also richtig verstanden. Er will die Heiligkeit des Sakraments der Ehe aufrechterhalten für immer und ewig. Ja. Sobald er geschieden ist. Ja. Und dann kommt er sofort hierher und wir heiraten. Du brauchst keine Angst haben, Papa. Wir machen schon wieder einen ordentlichen Menschen aus dir. Ich mag mich im Dorf schon gar nicht mehr sehen lassen. Das macht nichts, ich kauf doch alles ein. Soll ich dir was mitbringen? Handcreme kann ich gebrauchen. Komisch. Dass Mama sich anstellt, da habe ich mit gerechnet. Aber dass du so einen Aufstand machst. Deine Mutter, die steht ja auch den ganzen Tag am Plättbrett und muss sich mit den Nachbarn absappeln. Ich habe gehört, ihre Tochter ist zurückgekommen und hat 2 kleine Babys mitgebracht. Was macht denn der Schwiegersohn? Und was soll ich antworten? Sie ist nicht verheiratet. Aber das macht nichts. Der Vater, der ist verheiratet. Du machst ihn bestimmt leiden. Warte mal, bis er kommt. Wenn er kommt. Ich hätte große Lust, ihm was hinter die Ohren zu hauen. Das ist vielleicht eine Art, Touristen aufs Kreuz zu legen. Aber ich bin kein Kind mehr und ich habe ihn lieb. Also du schämst dich wohl auch kein bisschen, was? Nee. Warum auch? Ich habe bloß dasselbe getan, was du und Mama getan hat. Also da gibt es wohl einen gewaltigen Unterschied, hm? Wieso? Deine Mutter und ich, wir haben gewartet, bis wir verheiratet waren. Bist du sicher? Papa, du bist doch immer ein Casanova gewesen. Ich war ganz schön stolz auf dich. Wirklich? Sogar hat meine Freundin in der Schule hast du den Kopf verdreht. Ach, deine Freundin in der Schule. Und wenn meine Klassenlehrerin Fräulein Busch dich sah, dann kriegte sie immer einen puderroten Kopf. Ach, Blödsinn. Du weißt das doch ganz genau. Die Frauen sind doch alle hinter dir her gewesen. Für mich war das schön, so einen Vater zu haben. Ich glaube, du hast schon mehr als 100 aufs Kreuz gelegt. Karin! Also mehr als 100? Na, das ist wohl ein bisschen übertrieben. Jenny, meine Süße, komm rein. Ach, du bist das. Ja, Hier, die sind trocken. Habe ich gleich mit reingebracht. Was machst du denn da? Na, 3-mal darfst du raten. Ach. Sag mal, bist du ja nicht die Mutter oder der Großvater? Aber ich mach das doch nur, weil Karin genauso schlampig ist wie ihre Mutter. Bei ihr hätten die blöden Würmer schon lange einen bunten Moors. Hier, fass mal mit an. Mensch, sag mal, hast du noch nie was vom Pampers gehört? Ja,
Die schmeißen einfach weg, wenn sie schiedig sind. Die sollten mal lieber Kinder finden, die man wegschmeißen kann, wenn sie schiedig sind. Was bist du denn so gnadderig? Nein, hier ist alles in Ordnung. Die Kinder sind gesund und der Vater ist verheiratet. Karin sagt, er will sich scheiden lassen. Handbuch für Casanovas, Kapitel 4. Ach, Mensch, dann ist das ja wohl aus und vorbei mit unseren Skata. Ja, das sieht fast so aus. Und mit meinem Malkursus auch. Nun gibt das bloß noch Windeln. Und das Plärren von den Gürnen. Rudi, wir können uns auch bei mir zu Hause treffen. Da merkt deine Frau doch, dass du nicht arbeitest. Die weiß doch gar nicht, dass du Dienstag blau machst. Die wird dienstags gar nicht da sein. Mittwochs auch nicht. Um die Wahrheit zu sagen, die wird überhaupt nicht mehr da sein. Ist sie dir weggelaufen? Nun sag mal, was ist los? Also wenn du das genau wissen willst, schuld bist du. Aber ich kenne deine Frau doch gar nicht. Das ist auch gar nicht nötig. Du machst eine Katastrophe per Fernbedienung. Nun sag mal, was ist los? Leni hat eine Stellung gefunden. Leni? Ist das denn so schlimm? Gräse. Aber dann habt ihr doch mehr Geld. Freitag haben die mich rausgeschmissen. Und Montag ist Leni los und hat sich eine Stellung gesucht. Und hat gleich was gefunden. Ja, du, bei dem Kerl, wo sie vor unserer Hochzeit gearbeitet hat. Der wollte sie schon immer wieder haben. Ja, nun hat er sie. Der bezahlt ihr mehr, als ich verdient habe. Ja, aber sag mal, du hast doch mehr Glück als Verstand. Was? Ich hatte eine Menge Spaß an meiner Arbeit. Mensch, was konnte ich da alles erleben? Ja, ich weiß. Versteckspiel im Kleiderschrank. Was? Guck dich doch mal an hier. Du spielst ja die Waschfrau, plätzt die Windeln und passt auf die Gören auf. Sag mal, merkst du gar nicht, dass du so allmählich eine alte Klucke geworden bist? Also, das ist gemein von dir, sowas zu sagen. Leni und ich, wir haben manchmal gelacht über dich. Und ich hab denn meine Witze gemacht. Der arme Rudi hatte mal wieder Pech mit seinem Abflussrohr. Na, wollen wir mal hoffen, dass Tilly das wieder in Gang bringen kann, wenn sie nach Hause kommt. Und ich hatte gedacht, du wärst ein Freund. Ja, und darum hat deine Absicht mich ja auch so traurig gemacht. Mensch, nun bin ich rausgeflogen und Leni hat eine Stellung gefunden. Der einzige Grund, dass ich dich nicht gemorst bin, ist, dass du größere Füße hast als ich. Also sag mal, willst du mir erzählen? Ja. Leni und du? Kann ich noch mal so, ja. Also Leni hat Arbeit und du... Ja, ich bin nur die neue Hausfrau. Sie sagt, was du kannst, das kann ich schon lange. Mann, wenn sowas erstmal ins Rollen kommt, ist das nicht mehr aufzuhalten. Du hast eine Revolution in deiner Küche ausgeheckt. Verdammt noch mal. Sag mal, weißt du gar nicht, was los war, als die Amazonen am Ruder waren? Nee. Macht nix, ich auch nicht. Aber auf jeden Fall war das großen Schied. Die Emanzen sind so und so auf dem Vormarsch. Und statt sie aufzuhalten, gibst du ihnen ordentlich noch einen Schubs nach vorn. Ach, tut mir leid, du. Da habe ich nicht dran gedacht. Wenn wir Skat spielen wollen, dann müssen wir das bei uns tun. Rudi, kannst du mir ein Buch leihen? Du, ich hab vergessen, wie das heißt. Hier! 100 internationale Fischgerichte. Ja. Und das hier vielleicht Die auch. Postmoderne der Haute Cuisine. Das kannst du gerne mitnehmen, aber da musst du ein bisschen was vom Kochen verstehen. Ich glaube, das hier ist besser für dich. Und das packen wir wieder weg.
Einfache Leckereien für Junggesellen. Ja, ich glaube, du hast recht, Rudi, danke. Hast du denn sonst noch was eingekauft? Ja, da. Bisschen was habe ich schon. Also was zum Teufel hast du denn da? Na, ein Knurrhahn. Solltest du aber kennen. Also so ein furchtbares Vieh habe ich noch nie nicht gesehen. Oh, sag mal, bei Fisch, da musst du aufpassen. Der muss ganz frisch sein. Also riechen tut er ja ziemlich frisch, ne? Frisch verfault, meinst du wohl? Die Augen, die müssen blitzblank sein. Die sind ja schon glipperig. Und so ein Vieh ist sowieso keiner. Was macht man denn damit? Den leg ich mir ins Aquarium und guck den durch die Scheiben an. Den würde ich nicht mal meiner Katze zum Fressen geben. Du liebe Zeit. Was ist? Der wird doch gegessen. Ach, was steht dann da? Ja, die hier schreiben, in England übergießt man ihn mit Bier. Du, das hört sich gar nicht mal schlecht an. Hast du uns da was eingekauft? Ja. Hier. Bohnen, Kartoffelpüree, Vanillepudding. Na lecker. Passt gut zu einer vergammelten Seeschlange. Sag mal, du bist gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Eine Woche soll essen und deine Frau, die schmeißt das Handtuch. Du bist ja bloß neidisch. Wo so? Ja, glaubst du, du kannst alleine kochen? Meinst du, ich bin Döskopf? Robert, wenn Leni und du tauscht, mach das ordentlich. Die Küche übernehmen bedeutet für den Mann, dass er das erste Mal in seinem Leben richtig gut essen kann. Frauensleute verstehen nichts vom Kochen. Die reden nur davon. So, und nun mal zu dir. Ja, also das gibt es doch wohl. Guck doch mal hier. Bohnen aus der Dose. Kartoffelpüree, Pulver. Puddingspulver. So ein Schied gehört nicht auf den Tisch. Frische Nahrungsmittel müssen das sein, sonst nix. Entschuldige, Rudi. Robert, wir müssen versuchen, das Beste aus unserem Job zu machen. Weißt du, wie das schmeckt, wenn du Kartoffeln mit den Händen selbst aus der Erde holst? Und Bohnen frisch vom Busch pflückst? Ein Gedicht, sag ich dir. Ach, Rudi, du, da muss ich mich erst angewöhnen. Das hätte mich auch gewundert. Die haben ja seit 5 Minuten nicht mehr geschrien. Naja, bis nachher dann, Rudi. Also wo willst du denn hin? Du willst doch nicht abhauen. Das sind 2 Plärrköpfe. Ja? Ich bin doch keine Kinderfrau. Na, du bist ein Freund. Ich weiß gar nicht, was er hat. Die blitzen wie Diamanten. Hier, halt das mal fest. Aber lass das nicht fallen. Die kleinen Krakeler wissen nun schon, wie sie ihn auf Trab bringen können. Kein Wunder. Frauensleute. Ich habe mal gehört, in China, so um 1900, wenn da ein Mädchen auf die Welt gekommen ist, haben sie die gleich ersoffen. Willst du damit sagen, wir sollen uns da ein Beispiel annehmen? Nee. Naja, wir sind ja auch nicht in China und nicht im 19. Jahrhundert. Komisch, dass die Chinesen damit aufgehört haben. Nicht so schütteln! Ich schüttel sie doch gar nicht. Eine falsche Bewegung, das kommt hier oben raus und alles über deinen besten Pulli. Was? Das ist doch nicht mein bester Pulli. Das ist mein einzigster Pulli.
Sag mal, Rudi, wie lange dauert das denn noch? Halbe Stunde? Meine Zeit, mir schmieren nur schon die Arme lahm. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, schaff dir bloß keine Kinder an. Egal, ob du verheiratet bist oder nicht, hast du nichts aus Ärger mit. Hat deine schon gekotzt? Nee. Deine? Nee, das nicht. Aber ich glaube, das kann aber auch dein Fisch sein. Vielleicht sollten wir mal die Windeln wechseln. Windeln wechseln? Ja, lass uns mal nachsehen. Oh, Rudis Einkauf hat vergessen, die Tür abzuschließen. Hast du die Flugtickets? Ja, hab ich. Ihm wird das bestimmt nicht passen, du. Aber ihm wird's gefallen, wenn wir mit den großen Aufträgen zurückkommen. Na, hast du auch deinen Pass? Ja, hab ich auch. Diese verdammten Sicherheitsnadeln. Hallo. Hallo Robert, wo ist Rudi? Harry van Bagen, Robert Nachtigall. Oh, so heißt meine Sekretärin auch. Wie bitte? Nachtigall. Helene Nachtigall? Ja, Helene Nachtigall. Ist das deine Frau? Scheint so. Ist sie also bei Ihnen angestellt? Ja, wir haben vor längerer Zeit mal zusammengearbeitet bei Weishaupt. Tja, und jetzt bin ich Kompagnon bei Frau Jonsen. Ihre Frau habe ich vor ein paar Tagen auf der Straße getroffen und sie hat mir erzählt, Dass sie Arbeit sucht. Ja, Die Welt ist lütt. ja, kann man wohl sagen. Sie haben eine tüchtige Frau, Herr Nachtigall. Ich bin sehr zufrieden mit ihr. Ja, das hat sie mir erzählt und ich bin nur die neue Hausfrau. Er ist der Guru und ich bin sein erster Jünger. Ich muss schnell packen, ich flieg nach Paris. Ach, wie schön für dich. Gefällt Ihnen das nicht, dass Ihre Frau arbeitet? Ach, wissen Sie, ich bin da ziemlich altmodisch in. Ich meine, meine Frau, die gehört ins Haus. Ja. Wo ist Ihre Frau denn? Zu Haus. Oh, diese verdammten Sicherheitsnadeln. Oh, guten Tag, Herr van Bagen. Tag, Herr Jonsen. Sie kennen sich? Ja, er ist Lenis Chef. Wirklich? Ja, und wo ist Zilli? Silly packt die Koffer. Pack die Koffer. Ja, die sagte was von Fliegen. Fliegen? Die sagte was von Paris. Ja, ein großer Exportauftrag, Herr Jonsen. Unsere Seife in Frankreich. Was sagen Sie dazu? Also das heißt, Sie fliegen nach Paris und lässt mich hier mit Karin und den Görn allein? Ja, das Geschäft ist ungeheuer wichtig für uns. Ja, und was sagst du dazu? Ich kann da nichts anfinden. Ja, sag mal, findest du das richtig? Wenn sie den Betrieb führt, dann führt sie den Betrieb. Aber was ist denn mit dir los? Du bist mit einmal so nachsichtig. Ich versuche nur gerecht zu sein. Rudi, hat Harry dir das schon erzählt? Ist das nicht großartig? Ja, das hat mir fast die Sprache verschlagen. Der Torfkopf sitzt zu Hause und ihr beiden macht eine Reise nach Paris. Wieso ihr beiden? Harry fliegt nicht mit. Nee. Nein, ich fliege allein. Ach so. Naja, der Betrieb geht natürlich vor. Ja. Wir fahren zusammen nach Fuhlsbüttel. Ich fliege nach Stuttgart. Das dauert nicht so lange wie mit dem Wagen. Montag fliegen wir zurück. Wer ist wir? Na, meine Sekretärin und ich, Frau Nachtigall. Leni, ich mit Ihnen nach Stuttgart. Ach, wie nett, dass ich das auch mal zu wissen kriege. Ja, sie ist zu Hause und packt. Sie wollte Ihnen das gleich erzählen. Oh, vielleicht liegt ja bloß ein kleiner Zettel auf der Kommode, ne? Bin für ein paar Tage auf Reisen. Bussi, Leni. Sind Sie denn nicht einverstanden? Nee, bestimmt nicht. Ja, warum denn nicht? Sie tut doch nur ihre Pflicht. Ah, hast du mit mal deine Meinung geändert? Nein, ich versuche bloß gerecht zu sein. Willst du mir vielleicht mal erzählen, was Leni in Stuttgart will? Ihr Platz ist an meiner Seite und sonst gar nichts. Ich weiß gar nicht, warum du da so ein Puhai ausmachst. Ach, als das um Tilly ging, hast du ganz anders geredet. Ja, du aber auch. Ihre Frau braucht nicht mitzukommen, wenn Sie da was gegen haben. Nee, lassen Sie mal. Nachher heißt es noch, ich habe Ihre Karriere kaputt gemacht. Gar nicht auszudenken, sowas. Rudi, holst du schon mal einen Koffer? Ja, das mache ich mal der. Tja, das tut mir ja nun wirklich leid. Ich habe ja nicht geahnt, dass Ihnen das was ausmacht. Ach, lassen Sie mal gut sein. Ich will ihr ja gar nicht im Weg stehen.
Aber gerade heute hatte ich mir nur was Besonderes ausgedacht. Ich meine, Rudi soll das nicht wissen, aber ich habe einen Gourmet-Kochkursus angefangen. Oh, Robert, das ist aber toll. Ja, und gerade heute hatte ich mir nun ein Spezialmenü ausgedacht. Ach, wie süß von dir. Knorrhahn in Biersoße. Hat sie bestimmt noch nie gegessen. Na, das klingt delikat. Naja, mache ich das eben andermal. Robert, ich bewundere dich. Ja, warum das denn? Er hat sich heute Abend für Lenin ein Spezialmenü ausgedacht. Harry, wir müssen, wird Zeit. Tschüss, mein Schatz. Tschüss. Tut mir leid für Sie, Herr Nachtigall. Soll ich Ihre Frau grüßen? Ja, das machen Sie mal. Wie nett von Ihnen. Rudi, was ist das denn? Ach so, das Spezialmenü. Gib Karin einen Kuss von mir. Tschüss. Ja, das mache ich. Tschüss, mein Dirk. Tschüss. 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 Lass mal, Rudi, ich mach mich auch auf die Socken. Ach, das ist ein Jammer. Leni weiß gar nicht, was hier alles durch die Lappen geht. Wieso? Spezialmenü. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Gourmet-Kochkursus. Ach, guck mal an, der Lauscher an der Wand. Nee, das habe ich so mitbekommen. Rudi soll das nicht wissen. Ach, Robert, mach dir mal keine Sorgen wegen Leni. Du musst Harry vertrauen. Schließlich ist er doch verheiratet. In Stuttgart vertraue ich ihr. So gefällt es mir schon besser. Stuttgart ist ja auch nicht Paris. Das muss man sich mal vorstellen. Allein in diesem Sündenfuhl. Da kann man ja auf Gedanken kommen. Treffer mit Schiffs. Sind wir quitt? Ach, lass mal, Rudi, ist schon gut. Was machst du heute Abend? Bisschen in eine Glotze gucken. Lesen. Denken. Ich fühle mich nicht so. Frischer Spargel, frische Erbsen, frische Kartoffeln, frische Seezunge, mit frischem Paniermehl. Sagen wir Punkt 7. Willst du mich zum Essen einladen? Robert, wenn wir beide nicht zusammenhalten, sehe ich schwarz für unsere Zukunft. Rudi, du, das ist aber nett von dir. Was hältst du von roter Grütze? Mann, kann ich mich reinsetzen? Frisch gemacht, nehme ich an. Na klar. Rudi, ich sorge für einen Wein. Weiß und trocken, richtig? Respekt. Lang 3 Buddels. Natürlich. Und was trinkst du? Ach, Karin, du sitzt doch mal still. Das tue ich doch schon stundenlang. Ich bin schon steif wie ein Brett. Ach, malen ist doch zu schön. Ich habe eine ganz andere Perspektive gekriegt. Viel mehr Lebensqualität. Ich habe nie gedacht, dass Malen so einfach ist. Ach du. Karin, guck's mal hierher. Hey, hey, hey. Rudi, guck dir das an. Ich glaube, ich habe da fast sowas wie eine Ähnlichkeit reingekriegt. Also Kompliment. Ähnlich habe ich das noch nie hingekriegt. Mir dreht sich schon alles vor den Augen. Ich glaube, ein gutes Modell muss dösig sein wie ein Stück Torf. Lass mal, Karin, du bist ein gutes Modell. Danke. So, Feierabend, 7 Uhr. Ach Mensch, du sitzt doch mal still. 7 war abgemacht. Das ist noch 10 Minuten vor 7. Was ist nun, malen wir oder telefonieren wir? Ja, hier Jonsen. Wer ist? Ja, sie ist hier. Also schreien Sie doch nicht so, ich bin doch bei Ihnen. Nein, nein, das tut mir leid. Wir können nicht mitten in der Arbeit unterbrechen, dann ist die ganze Inspiration futsch. Ja, ich werde es ausrichten. Karl? Hört sich fast so an. Oh. Du hast ja aber einen Silberblick gemalt, du.
Habe ich nicht. Wenn sie einen hat, dann von dir. Langt das aber. Jeder 2 Mark. Her damit. Picasso hätte ja 3 Augen gemalt. Und alle 3 mit einem Silberblick. Ja, komisch, was so ein Zufall alles ans Licht bringt. Ich hätte nie gedacht, dass so viel Talent in mir schlummert. Ja, was soll das denn bedeuten? Was soll das denn bedeuten? Also, das ist das Beste, was ich bisher gemalt habe. Ja, so hart wollte ich das eigentlich nicht sagen. Papa. Also ich habe den ganzen Freitag deine Kinder gehütet. Warum sollte ich denn fürs Rumsitzen bezahlen? Du bezahlst mich ja auch nicht fürs Babysitten. Nee, da kann ich nun wirklich nichts für verlangen. Hier. Oh, ha? Ne? Da, du kriegst noch was raus. Schon 7. Mein Mann dreht durch. Oh, räumt ihr das bitte weg? Ja, das machen wir. Klar doch. Fein, danke. So, tschüss, Rudi. Tschüss. Jenny. Robert, tschüss. Tschüssi. Tschüss. Liebling, ich bin wieder zu Hause. Zu Hause? Haben Sie sich da nicht versehen? Ihr Gesicht kommt mir bekannt vor, aber... Oh, Rudi, sei nicht albern. Wer ist das denn? Des Teufels Großmutter. Oh, danke. Ich war noch im Büro, aber Leni ist gleich vom Bahnhof nach Haus gefahren. Leni. Ja, sie muss schon ein paar Stunden zu Hause sein. Leni. Kenn ich eine Leni? Sag mal, hieß deine Frau nicht Leni? Ach, die. Ja, sag mal, könnte die das gewesen sein? Meinst du, die ist zurückgekommen? Naja, vielleicht ist die Visite. Da muss ich mich aber schnell auf den Weg machen, dass ich sie noch zu sehen kriege. Soll das ein Witz sein? Und wie war das in München? In München, keine Ahnung. Du weißt doch genau, dass ich in Bremen war. Oh, ich bringe alles durcheinander. Ich dachte, das wäre letzte Woche. Und wo bist du kommende Woche? Wenn es sein muss, in Amerika. Das ist fast ein Wunder. Unsere Bioseife läuft und läuft. Der Rubel rollt. Das erste Mal nach all den Jahren. Dafür sind wir nun nach all den Jahren auch keine Familie mehr. Aber Rudi, das ist doch bloß für eine kurze Zeit. Wenn der Pott erst kaputt ist, dann kannst du ihn nicht mehr flicken. Rudi, ich arbeite 24 Stunden am Tag. Ich kann dein Gequengel nicht mehr hören. Sag mal, Zilli, habe ich das richtig gehört? Leni geht nächste Woche nach Amerika. Niemand geht irgendwo hin. Da bist du aber auf dem falschen Dampfer. Ich gehe. Ich habe nicht geheiratet, um ein Leben lang in der Küche zu stehen. Der Leni auch nicht. Ja, das hätte sie mir vorher sagen können. Hast du sie gefragt? Woher soll eine Frau wissen, welche Talente in ihr stecken? Wenn die Männer Kohlköpfe heiraten wollen, dann sollen sie Kohlköpfe heiraten. Ich weiß schon, von wem du das hast. Von Mama. Und recht hat sie. Die Frau muss vor der Hochzeit sagen, welche Sorte Gemüse sie ist, nicht hinterher. Und wenn sie das nicht weiß? Sie ist verheiratet, ehe dass sie sich selbst kennt. Wie soll sie ahnen, was in ihr steckt? Also da hast du recht. Das gebe ich zu. Ich habe auch nicht gewusst, dass ich malen kann. Du hast mir noch gar keinen Kuss gegeben. Schön, dass du da bist, meine Süße. Robert, du musst nur ganz nett zu Leni sein. Sie ist fertig mit Jack und Büchs. Ja, dann kann ich da nichts dran ändern, Zilli. Ich habe diese dauernden Stippvisiten satt. Mein Auto steht draußen vor der Tür. Zahnbürste und ein paar Socken habe ich eingepackt. Ich fahre nie mehr zurück nach Haus. Soll das ein Witz sein? Das ist kein Witz, nie mehr. Das kannst du doch nicht Geht machen. doch nicht. Doch, das kann ich. Doch, das geht. Wo willst du denn hin? Wird sich finden. Du kannst 1 oder 2 Tage bei uns bleiben. Wo? In meinem Arbeitszimmer. Das hat 2 mal 3 Meter und war meine Besenkammer. Oh, danke, Rudi. Hört sich ja gut an. Robert, ich will ja nicht unhöflich sein, aber damit bin ich nicht einverstanden. Wieso? Ja, was soll Leni denn denken? Mit so einem Komplott will ich nichts zu tun Das ist haben. mein Haus. Und wenn ich sage, sie kann bleiben, dann kann sie bleiben. Da hast du nichts mehr zu kriegen. Und ob ich da was mitzukriegen habe. Wenn du Robert zuredest, dass er von Leni weggeht, dann verlasse ich dich. Ach, so ist das also. Gut. Wo soll sie hin? Mir wird schon was einfallen. Ach so. Also, Kinder, nun geht ihr aber zu weit. Du hältst dich da raus. Bei uns geht das nicht anders zu als bei dir und Leni. Und das ist ganz gemein, so schlecht von ihr zu sprechen. Was, Leni? Das ist doch keine Frau mehr, das ist doch bloß noch ein Computer.
Mensch, wenn die grüne Seife ihre Seligkeit ist, soll sie doch glücklich mit werden. Ich stehe hier nicht im Weg. Alles, was die noch braucht, ist eine Putzfrau. Sie braucht dich. Ja, wenn sie spät in der Nacht nach Hause kommt, müde und matt, fertig von der Arbeit. Ihr brecht mir das Herz. Ich gehe schon in die Kammer, stell das Bett auf. Robert bleibt nicht hier. Er bleibt, wenn er will. Denn geh ich. Cäcilie! Heiner! Guck doch mal, wer da ist! Lass das rumkaspern. Wir haben keine Zeit für Aerobic. Das ist Heiner, er ist da! Was hat sie gesagt? Wer ist da? Heiner. Den habe ich doch richtig gehört. Wo kommst du denn her? Vom Bahnhof. Papa. Papa, das ist Heiner. Heiner, das ist mein Vater und das ist Robert. Tag. Oh, ist das schön. Warum hast du ja nicht Bescheid gesagt? Du hättest doch anrufen können oder schreiben. Bleib ganz ruhig, Rudi. Wenn du ihn tot hast, dann zieht deine Tochter wieder 3 Wochen eine Flunsch. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ganz meinerseits. Wo sind Sie denn? Ich will endlich meine Töchter sehen. Sie schlafen, Macht nichts, bloß angucken. aber ganz leise auf Zehenspitzen reingehen. Entschuldigen Sie uns einen Augenblick. Wenn er die beiden wach macht, kriegt er einen Bugs. Ganz egal, was für ein Hering das ist. Rudi. Eigentlich ist er doch ein ganz schmucker Junge. Schmucker Jung, egal. Solange ich nicht weiß, wie das hier weitergeht. Ja, aber du musst doch zugeben, er ist wenigstens gekommen. Sie schlafen wie die Engel. Na gut, dann können wir mal ein paar Takte zusammen reden. Sind Sie nicht niedlich? Wer? Ach so, ja, süß. Ach, Mama. Also, Das ist Heiner. Heiner, das ist meine Mutter. Das kann ich sehen. Nun weiß ich, warum Karin so hübsch ist. Ihren guten Charakter und das, was sie an Verstand an sich hat, das hat sie auch von mir. Bitte nehmen Sie doch Platz. Hat mein Mann Ihnen schon was zu trinken angeboten? Nein, noch nicht. Er trinkt auch gern Cognac. Cognac haben wir nicht. Lass Mann, ich mach das schon. Also, wie gesagt, ich würde gerne ein paar Takte mit Ihnen reden. Du siehst großartig aus. Du auch. Du hast dich kein bisschen verändert. Wenn ich da mal was zu sagen darf. Sie hat sich sehr verändert. Sie ist Mutter geworden. Entschuldigen Sie, haben Sie was gesagt? Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen an die frische Luft. Ich sage das nochmal. Du hättest mich doch lieber anrufen sollen. Ich dachte, du bist für Überraschungen. Ich aber nicht. Als ich meine Scheidung durch hatte, bin ich am gleichen Tag zu meinem Chef und habe gesagt, das war's, ich gehe. Dann bist du jetzt frei? Bis du mich heiratest. Oh, ich freue mich ja so. Können wir nicht sofort heiraten? So schnell wie es geht. Das heißt, Herr Jonsen, wenn Sie uns Ihren Segen geben, das gehört sich wohl so, dass man erst den Vater fragt. Ich halte gerne an den alten Sitten fest. Mach dir mal keine Sorgen. Mein Vater sagt schon ja. Nicht, Papa? Macht sich gut, wenn die Braut gleich mit dem Kinderwagen in die Kirche kommt. Ich soll ein Schiff von Stapel lassen, das schon torpediert ist. Du sollst ihm deinen Segen geben. Vati freut sich wirklich. Sonst erzähle ich dir was. Sie sollen stolz auf uns sein. Wir wollen in Hamburg leben. Das heißt, wenn Ihnen das recht ist, Frau Jonsen, ich will nichts tun, was Ihnen nicht gefällt. Doch, doch, das ist mir recht. Und Ihnen ist es auch recht, Herr Jonsen? Auf mich kommt das wohl nicht drauf an. Da sind nur noch ein paar Fragen. Melanie hat 2 Pfund zugenommen. Ist das viel? Ja, und Stefanie mehr als 1 Pfund. Ich will endlich wissen, können Sie eine Frau und 2 Kinder ernähren? Du liebe Zeit, nein. Wer kann das heutzutage? Ich habe immer gut für meine Tochter gesorgt. Ich will nicht, dass es ihr nun schlechter geht. In Ihrem Alter ist man aus dem Gröbsten raus. Ich fange gerade an. Was hatten Sie denn vorzuweisen, als Sie geheiratet haben? Ja, nichts. Aber ich hatte auch nur für 2 zu sorgen, nicht für 4. Sie sind eben klein angefangen. Ein Mann muss was haben und was sein, bevor er heiratet. Soll das heißen, sie soll noch warten? Vor ein paar Tagen wollte ich ihm noch ein paar hinter die Ohren geben, wenn er mich nicht heiraten will. Dann soll er wieder nicht. Ich brauche noch einen Cognac. Karin ist alles für mich. Ich bewundere Sie. Sie sind uns doch nicht böse, Frau Jung. Also so viel Gefühl für Anstand und Sitten findet man nicht oft. Ach, vielleicht schreien sie bloß im Schlaf. Wir gucken mal nach. Also so wie heute habe ich mich nie geniert. Du gibst ja auch die größte Mühe, dass aus der Heirat nichts wird.
Ich habe mir immer vorgestellt, wie das wohl ist, wenn einer käme und um ihre Hand anhalten würde. An Babyplärren hatte ich da nicht gedacht. Aber Rudi, das ist, wie es ist. Wir wollen doch, dass Sie heiraten. Und er will's auch. Vielleicht ist Heiraten sein Hobby, alle 2 Jahre. Sie schlafen wieder. Wie schön. Sind Sie mit der Verlobung einverstanden, Herr Jonsen? Verlobung? Ja, ich bin verlobt. Haben wir kein Champagner? Du warst doch einkaufen. Ich habe nicht gewusst, dass es was zu feiern gibt. Das Einzige, was wir in Flaschen haben, ist Lebertran. Ich will in der Kirche getraut werden. Ach, hier bei uns im Dorf. Ja, sicher. Das war doch immer dein Wunsch. Reporter, Fernsehkameras, 200 Gäste und so. Rudi. Naja, 2 Brautjungfern hätten wir ja schon da oben. Vielleicht doch bloß das Standesamt. Ach, du hast eine richtige Hochzeit gehabt. Ja, sie hat eine richtige Hochzeit gehabt. Und du warst nicht dabei. Ich hätte das eigentlich auch gern so, wie es sich gehört. Auf der anderen Seite geht es auf dem Standesamt wohl schneller. Mein Traum war immer eine weiße Hochzeit. Ja, meine auch. Aber so wie das nun steht... Ich bin froh, dass nun alles klar ist. Glauben Sie mir, Herr Jonsen, für diese Ehe will ich alles tun, was ich kann. Meine erste Ehe war ein Fiasko, das wissen Sie ja. Vera und ich, wir haben uns vom ersten Augenblick an gestritten. Sie hätte nie heiraten dürfen. Sie wollte Karriere machen. Ach so, eine von diesem Schlag. Sie war der Meinung, ich hätte einen Kohlkopf aus ihr gemacht. Den Typen kenne ich. Wenn ich was auf dem Tod nicht leiden kann, dann ist es eine Karrierefrau. Die rieche ich schon 10 Meilen gegen Wind. Griesgrämig, männlich. Sprechen Sie sich ruhig aus. Die Frau gehört ins Haus. Und in die Küche. Stimmt. Der Mann hat die Hosen an. Vera hat das anders gesehen. Ja, dann war das Leben ja meistens eine Qual für Sie. So war das. Ich habe immer zu ihr gesagt, der Mann geht auf die Jagd und bringt den Speck nach Haus. Sag mal, Heiner Tillmann, aus welchem Jahrhundert bist du denn weggelaufen? Du brauchst keinen Speck mehr jagen, er liegt fertig verpackt im Supermarkt. Ich habe das mehr symbolisch Ja, gemeint. Sie haben gemeint, die Frau ist bloß zum Waschen, Putzen und Schrubben da. Ist das so? Ganz so meine ich das nicht. Du willst ein Dienstmädchen haben, gib's doch zu. Karin, du hast aber den verkehrten Hals gekriegt. Ja, aber genauso haben Sie es gesagt. Wenn du meinst, ich sitze Tag und Nacht zu Hause, dann hast du dich aber verrechnet. Noch ein Kohlkopf? Nee, danke, Herr Tillmann. Ein Cognac. Oh. Das sieht nach Schlechtwetter aus. Einer, was ich Ihnen noch sagen wollte, meine Frau ist eine ganz erfolgreiche Geschäftsfrau. Oh nee, was habe ich bloß gesagt? Nein, da gebe ich Ihnen recht. Eine Frau muss bei Zeiten wissen, was sie will. Entweder Hausfrau oder Karrierefrau. Da haben wir es mal wieder. Bei der Frau heißt das bloß immer alles oder nichts. Willst du denn Karriere machen? Na klar. Was meinst du, warum ich nach Zürich gegangen bin? Das hast du nie gesagt. Da haben Sie denselben Fehler gemacht wie ich. Sie hätten fragen sollen. Und Sie hätten ihm sagen sollen, dass Sie bloß ein Dienstmädchen, Amme, Waschfrau und Geliebte alles in einer Person haben wollen. Wenn die beiden 1 Jahr alt sind, suche ich mir wieder eine Stellung. Wenn ich Ihnen einen Vorschlag machen darf, das ist ein großer Augenblick für Sie. Was immer Sie sagen, überlegen Sie sich das gut. Ihre Zukunft steht auf dem Spiel. Wenn sie Karriere machen will, soll sie es tun. Das ist ein Wort. Ja, aber mich kann sie dann nicht haben. Gut gesagt. Willst du, dass Sie heiraten oder nicht? Nicht, wenn er in 2 Jahren dem Vater von der 3. Frau erzählt, dass die ersten beiden lausige Karrierefrauen waren. Ich bin keine lausige Karrierefrau. Und ich bin nicht griesgrämig und nicht männlich. Stimmt. Na, Kennings, wie sieht das denn aus? Da, du kannst ihn zurückhaben. Wie du meinst. Ja, das meine ich. Ist gut. Gut. Da haben wir es. Nur nicht alles in Scherben und du bist schuld. Ich habe nichts gemacht. Du bist ein Dussel. Ich habe nichts gesagt, was? Du bist eine Katastrophe. Du machst alles zu Schrott. Erst bei Robert, nun bei Karin. Willst du immer noch, dass er bleibt? Er hat mein Wort. Ja, dann kann ich ja gehen. Hauptsache, du bist zufrieden. Rudi, du, das... Halt dich da raus. Das ist meine Sache. Such dir deinen eigenen Streit. Das wär's dann, Rudi. Tschüss. Tschüss, Zilli. Mama, du glaubst doch wohl nicht, dass ich hier bleibe. Könnten Sie mich vielleicht schnell eben ins Bild setzen? Meine Frau hat mich sitzen lassen, ihre Ex-Braut hat sie sitzen lassen, er hat seine Frau sitzen lassen, sie geht mit ihr und er geht mit mir. Wunderbar. Ich habe mein Auto verkauft, meine Stellung, meine Wohnung aufgegeben. Und bin aus der Schweiz hierher gereist. Ja, da ist sehr viel Bewegung in die Sache gekommen. Haben Sie eine Idee, was ich nun machen soll? Das Beste ist, Sie bleiben bei uns. Sie können sich Karins Schlafzimmer teilen. Sie wird nicht da sein. Mit Robert. Wissen Sie was, Herr Jonsen?
glaube, Ihre Frau hat recht, Sie sind wirklich eine Katastrophe. Ausgerechnet jetzt haben Sie mich um das Beste in meinem Leben gebracht. Ich habe noch nie einen Menschen um was gebracht. Nö, bloß beim Skat. Unsere Frauen wollen uns verlassen. Ja, wollen wir da nichts tun? Ich stehe hier nicht rum und guck zu, was passiert. Den weiten Weg habe ich gemacht, um Ihre Tochter zu heiraten. Jetzt lasse ich mich davon nicht mehr abbringen. Zu Karins oder zu Ihren Bedingungen? Das werden wir aushandeln. Mit Frauensleuten kannst nichts aushandeln. Wenn ich mit den beiden nicht besser klarkomme als Sie, schmeiße ich das Handtuch. Mein Platz ist bei meiner Frau und meinen Kindern. Liebe ist geben und nehmen. Geben und nehmen. Silly wird ihm schon das Fell über die Ohren ziehen. Ja, aber du musst auch zugeben, Rudi. Also Courage hat er. Da hört keine Courage, zu andere Leute zu beschuldigen. Und dann sage ich dir noch was. Schuld an allem ist Silly. Ja, und Leni. Mensch, die beiden sind ja wohl verrückt geworden. Du, ich bin für die Gleichberechtigung. Man, alles mit Maß und Schick. Soll mich mal wundern, was dabei noch rauskommt. 2 gegen 1. Eine von beiden ist Silly. Er hat keine Chance. Mit Lenis Mutter komme ich großartig klar. Die lebt ja auch in Australien. Papa, Heiner hat nochmal um mich angehalten. Ich habe ja gesagt und bin ich wieder verlobt. Na, das ist ein fixer Junge. Ja. Heiner fackelt nicht lang, wenn er was will. Nee, da hätten wir 2 Beweise für. Er hat keine Wohnung, keine Arbeit und kein Geld. Das sind Aussichten. Das war früher anders. Ich habe erst was auf die hohe Kante gelegt und dann habe ich geheiratet. Ich auch. Das war damals so. 200 Mark in Kommunalobligation. So viel hatte ich nicht. Aber für den Anfang hat das gelangt. Wir wollen auf der Stelle heiraten, wenn Ihnen das recht ist, Herr Johnsen. Ja, das ist das. Aber das sind 1 oder 2 Fragen. Ich will Ihre Tochter wirklich glücklich machen, Herr Johnsen. Na, was sind das denn für Fragen, Rudi? Vielleicht weiß ich eine Antwort. Die Antwort weiß ich selbst. Ist er pleite? Ja. Hat er Aussichten? Nein. Hat er so eine goldene Zukunft vor sich, wie wir sie hatten? Nein. Liebling, du kennst doch das kleine süße Landhaus in der Wilster Marsch. Wie heißt der Mann noch, der das verkaufen will? Harmsen. Aber er will das nicht verkaufen, weil das kleine schmucke Haus ihm bald über den Kopf zusammenfällt. Ich bin so froh, dass Sie so dicht bei uns wohnen können. Stell dir vor, mein Liebling, du kannst die Kinder jeden Tag sehen. Alle 5 Minuten werde ich sie sehen. Weißt du, wo das drauf rausläuft? Sie schleppt mir die Görn hier an und ich habe dann einen Klotz am Bein. Bin ich nicht hier, bin ich da. Ich habe nicht nur für ein Haus zu sorgen, dann gleich für 2. Hast du das gehört, Rudi? Silly sagt wie der Liebling zu dir. Nicht mal einen Spaß, einen richtigen Streit kann's mit ihr haben. Sie vergisst das einfach. So wie das aussieht, kannst du den Frack schon aus der Mottenkiste holen. Aber ich bin ja so glücklich. Und ich bin so froh, dass nun alles klar ist. Du musst dich bloß noch mit Harmsen zusammensetzen. Ich kann jetzt nicht mehr warten. Aber ich kann das. Da ist noch eine Kleinigkeit, die wir übersehen haben. Sie haben beide keine Stellung. Und ich denke nicht daran, für sie zu sorgen. Aber wir haben eine Stellung. Los, Mama, erzähl ihm das. Du hast doch immer gesagt, ich soll mir eine Sekretärin suchen. Nur hab ich eine. Ja, aber doch nicht Sie. Montag fange ich an. Aber die weiß doch nicht mal den Unterschied zwischen einer Waschmaschine und einer Schreibmaschine. Karin will tüchtig arbeiten. Ich hab ihr Wort. Ja, das will ich. Jeder kann in Rudolf Jonsens Seifenfabrik arbeiten, nur einer nicht, Rudolf Jonsen. Merkst was? Sie hackt mit 2 Fingern auf der Schreibmaschine rum und ich Dussel sitze hier zu Hause und spiele die Kinderfrau rund um die Glock. Aber Rudi, das siehst du ganz verkehrt. Aber So. das verlangen wir doch gar nicht. Und wer kümmert sich um die Kinder? Das ist so, Herr Johnsen. Ihre Frau dachte, das heißt Karin meint, ich wollte sagen... Ja, was habt ihr da verhackstückt? Solange Heiner keine Stellung hat, will er zu Hause bleiben. Und die Hausfrau spielen. Mann, die haben das geschafft.
Willkommen in unserem Club. Spielst du Skat? Kannst du malen? Kannst du kochen? Du, ich weiß ein wunderbares Fischrezept für dich. Du nimmst einen Knorrhahn Und übergieß ihn mit Bier.